Die Worte der Bibel begeistern mich. Egal wie oft, dass ich irgendwie einen Text lese, ich entdecke immer wieder etwas Neues. Und der Psalm 23 ist so ungefähr der bekannteste Psalm und ich kenne ihn gut. Und irgendwie dachte ich immer so, der beschreibt nur die hohen Flüge. Und eines Tages realisiere ich, eigentlich sind die Verse genau über die dunklen Täler geschrieben. Und es begeistert mich, dass es nicht der Bibel und auch nicht Gott fremd ist, dass wir manchmal durch dunkle Täler gehen. Und das ist wirklich ermutigend für mich. Hey! Guten Morgen! Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mich mega gefreut auf den heutigen Morgen und ich freue mich, diese Serie zu starten. Words. Es geht um die Bibel und das ist mein Thema. Ich liebe es, über die Bibel zu lernen, weil ich glaube, das ist so etwas Zentrales. Wir sind das Volk vom Buch und ich liebe es, dass wir uns Zeit nehmen, über die nächsten paar Wochen uns Gedanken zu machen zu der Bibel. Aber hey, Detlef, wenn ich über die Bibel rede, muss ich doch einen Sessel auf der Bühne haben. Ja, mein Sessel. Ihr kennt ihn doch. Den Sessel. Hey, übrigens, ich habe das Gefühl, es gibt ein Möbelhaus. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Das Möbelhaus hat mir langsam Tantiemenzahl jedes Mal, wenn einer den Sessel kauft. Weil ich habe ja schon ein paar Mal preached und habe gezeigt, wie ich genau auf dem Sessel stille Zeit mache am Morgen. Und ich habe schon jenste Leute, die mir gesagt haben, ich habe so einen Sessel gekauft. Und ich denke mir, ja, das ist gut. Kannst du Rick sagen, dass ich vielleicht etwas damit zu tun habe? Ja. Die Bibel ist so zentral. Gott hat sich entschieden, zuallererst seinen Willen durch ein Buch uns weiterzugeben. Und darum ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie zentral das Buch ist. Und die Frage heute Morgen, die ich beantworten möchte, das Thema dieser Message ist die Bibel Gottes Wort? Und das ist natürlich eine sehr zentrale Frage, die ich möchte beantworten möchte. Hast du gewusst, dass wir heute in der postfaktischen Zeit leben? Das Oxford English Dictionary, das ist das bekannteste und das grösste Wörterbuch der Welt, tut jedes Jahr ein Wort des Jahres erküren. Und im Jahr 2016 ist das Wort vom Jahr Post-Truth gewesen. Und das hat eine neue Ära eingeläutet von einer Zeit, wo wir eben nach der Wahrheit sind. Postfaktisch ist dann, ich glaube, Frau Merkel hat dann die Übersetzung ins Deutsche hineingebracht, dass wir jetzt im deutschen Raum von postfaktischer Zeit reden. Aber das ist nicht nur einfach ein Wort, sondern das Wort ist entstanden, weil eben die Gesellschaft sich verändert und wir heute in einer sogenannten postfaktischen oder eben auf Englisch Post-Truth-Zeit sind. Und der Präsident von dem Oxford Dictionary, der Caspar Gradwohl, hat Folgendes gesagt dazu: Post-Truth. Da geht es darum, dass die Umstände in diesen objektiven Fakten weniger Einfluss haben auf die Bildung der öffentlichen Meinung als Gefühl und persönlicher Glaube. Also, wir sehen, in dieser Zeit, in der wir leben, sind die subjektiven, empfundenen Wahrheiten stehen im Raum, oder? Und mir sagt natürlich ganz klar, dass der Aufstieg der sozialen Medien als Nachrichtenquelle tut das natürlich befeuern. Und wir reden ja sehr viel von Fake News und von diesen Begriff, dass eben die Wahrheit nicht mehr so absolut ist, sondern eher eine subjektive Sache geworden ist und eine relative Sache geworden ist. Und dass man vor allem sieht, dass Misstrauen gegenüber den Fakten, die uns die sogenannte Elite oder ich sage jetzt die Autoritäten, Wissenschaft, Religion, Medien, Politik, gerade am heutigen Wahlsonntag, oder? Politiker, die noch vor einigen Jahren eigentlich die Autoritäten sind, wo man vertraut hat, dass die uns Fakten liefern, die auch stimmen, das ist mehr und mehr, wird das verworfen. Und es ist ein allgemeines Misstrauen da gegenüber Wahrheit und auch gegenüber den Autoritäten. Ich hoffe, dass du bist wählen heute oder dass du es noch machst. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt noch? Du musst es wahrscheinlich pressieren. He? Aber ich hoffe, du hast es gemacht. Aber du hast auch gesehen, in diesen ganzen politischen Diskussionen, egal jetzt für wer das stimmt, es ist sehr schnell sehr emotional und es ist sehr schnell abgekoppelt von irgendwelchen
Facts oder Wahrheiten, sondern man tut da eigentlich selber sich seine Wahrheiten an den Kopf rühren und tut einander vor allem sehr häufig eben den Fake News tut man an das auch ankreiden. Ich habe sogar gelesen, man kann sich postfaktisch anlegen. Weißt du, wie das geht? Das ist, wenn du die Wahrheit von deinem Körper missachten beim Anlegen. Also, vielleicht kennst du ein paar Leute, die sich postfaktisch anlegen, gell? Aber sagen wir es mal so. Es ist nicht so. Es ist nicht so, dass man nicht mehr glaubt, dass es Wahrheit gibt. Ich glaube, viele Leute nehmen für sich in Anspruch, die Wahrheit zu haben. Die Problematik ist, dass die gemeinsame Wert und der gemeinsame Maßstab, der uns hilft, Fakten zu verifizieren, wo man uns sich einig ist darauf, das verschwindet mehr und mehr. Gerade im Mai von diesem Jahr hat es in der Basler Zeitung einen Artikel gegeben, ich habe dort Schlagzeilen mitgenommen. Gott sollte aus der Verfassung gestrichen werden. Christliche Symbolik ist für den Schweizer Staat nicht mehr zeitgemäß. Und das ist schon interessant, der Artikel hat übrigens ein reformierter Pfarrer geschrieben. Aber was er dort sagt, ist noch interessant. Er sagt, bis etwa in den 60er Jahren ist sie wahrscheinlich in der Schweiz noch ein relativ grosser Konsens darüber, dass es einen Gott gibt, einen christlichen Gott, dass es eine Bibel gibt. Und die ganze westliche Welt, wenn du so willst, ist aufgebaut worden von Menschen, die einen Glauben an einen Gott hatten und eine Sicherheit auch, dass Gott seinen Willen durch ein Buch uns hat weitergegeben. Der Vishal Mangalwadi, das ist ein indischer Theologe und Philosoph, hat Folgendes geschrieben. Er tut vieles, auch die westliche Welt und die Wurzel von unserer Welt tut er untersuchen. Und er sagt Folgendes: Der moderne Westen wurde von Menschen geprägt, deren Leben auf ihrem Glauben an das Göttliche, Wahre und Ehrenwerte beruhte. Also vieles, was wir heute haben in unserer Welt, auch in unserem Land, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Spitäler, dass man überhaupt sich um kranke Leute sorgt, hat damit zu tun, dass wir glauben, dass es einen Gott gibt, der den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dass jedes Leben einen Wert hat. Und zwar einen Wert, weil es von Gott ist geschaffen wurde. Und nicht, weil es einfach durch einen entstanden ist, per Zufall. Und dann ist es Wert von einem Menschen oder von einem Tier, dann sind wir auf der gleichen Ebene. Aber wenn du glaubst, dass der Mensch eine spezielle Position hat, weil die Bibel sagt, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, dann baust du ein ganz anderes System auf dem auf. Und mehr merken wir, wie das weggeht. Die Bibel als intellektueller und moralischer Kompass vom Westen geht mehr und mehr verloren. Heute hört man ja fast, ja, wenn du die Bibel liest, dann hast du gerne Märchen, oder? Aber was man nicht realisiert, ist, die ersten Wissenschaftler, die haben Wissenschaft gemacht, weil sie glaubt haben, dass es einen Gott gibt, der Ordnungen in diese Welt hineingesetzt haben. Und die sind die untersuchen. Also intellektuell, absolut. Wir tun uns mehr und mehr verabschieden von absoluten Wahrheiten. Ethik ohne Moral sind viele Sachen, die am Passieren sind in dieser Post-Truth-Zeit. Wo es so scheint, Wahrheit so ein umkämpftes Thema ist. Was ist Wahrheit? Wer ist der Hüter der Wahrheit? Wer sagt, was zeitgemäß ist? Ist es die Basler Zeitung? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du siehst, es ist mehr und mehr eine Verwirrung und auch ein Misstrauen da. Und eigentlich muss uns das nicht überraschen, weil Jesus selber hat das Erkennen von der Wahrheit zu einem der wichtigsten Ziele von uns angestellt. Johannes 8, Vers 31 bis 32. Wir lesen dort Folgendes. Ich habe es da im Wort. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Also du siehst, wie zentral das ist, dass wir die Wahrheit erkennen. Wahrheit macht uns frei. Warum? Sie gibt uns Orientierung. Sie gibt uns ein Fundament. Sie gibt uns eine Klarheit. Und in dem Innen kannst du dich frei bewegen. Aber Jesus sagt klar, in meinem Wort ist die Wahrheit. Und die Bibel sagt ja viel über sich selber. Ich habe zum Beispiel Psalm 119, 160. Dort steht, dein Wort ist nichts als Wahrheit. In einer anderen Übersetzung steht, die Summe deiner Worte ist Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Ewiglich. Also nicht plötzlich Post-Truth, es braucht es nicht mehr, weil die Wahrheit ist überbewertet. Die Summe von seinem Wort ist die Wahrheit und Wahrheit setzt uns frei. Wie wichtig ist es, dass wir erkennen, dass wir müssen, sollten, können, sollen unser Leben auf dem Wort von Gott bauen. Und damit wir das auch getrost machen können, müssen wir auch verstehen, dass das effektiv Autorität hat. Weil ich will ja nicht mein Leben bauen auf irgendein Buch. Was macht jetzt die Bibel anders als jedes andere Buch, wo je ist geschrieben wurde und je wird geschrieben werden? Was macht die Bibel speziell? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass was der Bibel Autorität gibt, ist, dass ihr Ursprung in Gott ist und ihre Autorität von Gott kommt. Ursprung in Gott, Autorität von Gott. Und da möchte ich jetzt ein bisschen theologisch werden, aber ich habe gehört, 11:15, da kann man. Da kann man ein bisschen mehr Fleisch und Knochen nehmen, oder? 9:15, nicht so sicher. Nein, natürlich nicht. Nein, 9:15, die sind die sind wach am Morgen früh, du. Zweiter Timotheus 3,16, ein absolut zentraler Vers, wenn wir über das Konzept der Inspiration vom Wort von Gott reden. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort eingegeben auf Griechisch ist das Wort Theopneustos. So tut man es aussprechen. Theopneustos, das ist ein Wort, das aus zwei Worten zusammengeführt ist, nämlich Theos. Theos bedeutet Gott und Pneo bedeutet ausatmen. Und das Wort Theopneustos bedeutet Gott gehaucht oder Gott geatmet. Also wir lesen hier im 2. Timotheus 3,16 das Konzept, dass die ganze Heilige Schrift vom Heiligen Geist ist eingehaucht worden. Und ich möchte mit euch das illustrativ anschauen, weil es gibt, ich habe das ein bisschen nachgeschaut, es gibt verschiedene Konzepte von Inspiration. Man kann das verschieden verstehen. Und man kann vielleicht sagen, ja, das ist so Theologenzeug oder spielt doch überhaupt keine Rolle. Ich glaube, Theologenzeug ist gar nicht so. Je nachdem, was du glaubst, hat Implikationen nachher auf die Art und Weise, wie du die Bibel anschaust. Es gibt grundsätzlich 3 Konzepte von Inspiration, die man kennt. Also, das ist der Heilige Geist, oder? Siehst du? Oder Ruach Elohim, das ist der Wind Gottes, oder? Der Heilige Geist bläst, wirkt. Jetzt, das erste Konzept von Inspiration ist die sogenannte Personalinspiration. Was sagt das Konzept? Dass die Autoren der Bibel, Paulus, Petrus, Mose, dass die sind inspiriert vom Heiligen Geist. Das heisst, der Heilige Geist hat sie angeblasen. So wie auch du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist übrigens. Er bläst dich an. Dann sind sie gefüllt vom Heiligen Geist, sind sie hingehockt, bei Mose sind wahrscheinlich auf einem Felsen, oder? Und hat dann nachher einen Griffel genommen und hat es aufgeschrieben. Die Problematik von dem ist, wir haben einen Teil Mensch und einen Teil Gott drin, oder? Das ist so, wie wenn du einen Aufsatz schreibst, oder? Du bist ja auch gefüllt mit dem Heiligen Geist, aber dein Aufsatz ist wahrscheinlich nicht das 67. Buch der Bibel, oder? Nicht. Meine auch nicht. Ich habe 4,5, das war etwa mein Maximum, das ich in den Aufsatz bekommen habe. Aber das Problem der Personalinspiration ist, die Komponenten steht ja, da ist noch Menschliches drin, oder? Dann fragt man sich, ja, aber der Paulus,
der hat ja ein bisschen Emotionen gehabt und so, und dem ist auch mal etwas über das Leberli gekrochen, oder? Und dann, was er geschrieben hat, ist wirklich Wort Gottes, und was hat er mehr als Mensch geschrieben, oder? Und es gibt das Konzept, wo die Leute sagen, ja, die Bibel ist halt so halb Mensch, halb Gott, oder? Und man muss so ein bisschen herausfinden, was sind die Sachen, die wirklich Autorität haben, die von Gott kommen, und was sind die Sachen, die vielleicht eher so ein bisschen menschlich gedacht sind. Das ist Personalinspiration. Das zweite Konzept ist das sogenannte Konzept von der Realinspiration. Und das sagt Folgendes: Gewisse Teile der Bibel sind inspiriert, also die grossen Linien. Also das zum Beispiel und Auszug aus Ägypten, also das Meer, das sich teilt. Nein, das aber nicht. Und die grossen Linien, die Wunder von Jesus, dass er vom Wasser gelaufen ist, wissenschaftlich eher schwierig, oder? Bei diesem Konzept gehst du davon aus, dass gewisse Teile der Bibel inspiriert sind, gewisse Teile nicht. Dass der Mensch gewisse Sachen reingetan hat, auch später bei der Niederschrift, damit Glauben ausgelöst wird, dass die Menschen an Jesus glauben. Es gibt in Amerika eine Vereinigung von neutestamentlichen Theologen, das heisst Jesus-Seminar. Und die treffen sich regelmäßig und die machen genau das. Die schauen die Worte und die Wunder von Jesus an und beurteilen wahrscheinlich, wenig wahrscheinlich, gar nicht wahrscheinlich. Und sie stimmen ab und dann das Wunder, nein, kann nicht sein, das hat Jesus vermutlich gesagt, das hat er vermutlich nicht so gesagt, das hat er sehr wahrscheinlich anders gemeint. Und du siehst, die Problematik bei dem ist, du als Mensch setzt dich über ein Wort. Du richtest über das Wort und fängst an mit deinem Verstand, wo dein bestmöglicher Versuch ist, einigermaßen zusammenhängende Gedanken zusammenzubringen, tust du urteilen über etwas, das von Gott kommt. Also tust du dich selber in die Position von Gott stellen. Ich glaube, das, was 2. Timotheus 3,16 sagt, ist Folgendes: Die ganze Schrift, nicht die Autoren und auch nicht nur Teile der Schrift, sondern die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Wie hat das funktioniert? Verbalinspiration sagt man dem. Du hast den Autor, du hast den Mensch, der durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist, das Wort von Gott zu schreiben. Und der Heilige Geist hat jedes einzelne Wort, jede einzelne Vers, jedes Kapitel, jede Geschichte, alles, was du in der Bibel drin hast, ist vom Heiligen Geist inspiriert worden. Durch den Autor durch. Darum muss man natürlich sich auseinandersetzen mit der Bibel. Auch die Hintergründe und Kultur, und weil das ist vor langer Zeit gewesen, und man muss ein bisschen wissen, wie es denn gelaufen ist. Die Bibel ist nicht wie ein Fax vom Himmel oben runtergefallen, und Gott hat nicht die Persönlichkeit der Autoren überbrückt, sondern hat sie gebraucht, um sein Wort zu schreiben. Aber jedes einzelne Wort ist genau so aufgeschrieben, wie es Gott hat geplant hat. Petrus sagt das klar. Im 2. Petrus 1,21 steht dort nämlich: Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Und das Wort getrieben ist das gleiche Wort, das gebraucht wird, wenn das Schiff auf dem Meer vom Wind getrieben wird. Du kannst das Schiff auch nicht entscheiden, ich gehe jetzt lieber in die andere Richtung. Der Wind treibt das Schiff. Und so hat der Heilige Geist Autoren getrieben, dass sie das Wort geschrieben haben. Die Bibel, das gesamte Wort von Gott, ist die Autorität, weil es von Gott kommt. Und darum ist die Bibel unfehlbar. Was heisst das unfehlbar? Die Bibel führt uns nicht in die Irre. Die Bibel ist eine zuverlässige Richtschnur, ein zuverlässiger Maßstab für unser Leben. Und weisst, das ist mir noch wichtig. Wenn ich mein Leben nach einem Buch ausrichte, dann möchte ich wissen, ob der Maßstab auch richtig misst. Und dass der Maßstab richtig misst, gibt mir Garantie, dass ich weiß, das Wort ist nicht von Menschen geschrieben worden, sondern Gott hat Menschen inspiriert, damit es sein Wort uns weitergeben konnte. Das Wort ist unfehlbar. Die Bibel ist auch irrtumslos und in allen Aussagen wahr. Und ich sage jetzt das ein bisschen absolut heute, weil ich glaube, es ist wichtig, gerade in dieser Post-Truth-Zeit, auch in der Kirchenlandschaft, ist die Bibel mehr und mehr umkämpft. Du kannst so viel lesen
von Theologen und Strömungen und Zeugs und Geschichten, die anfangen bezweifeln, dass das Wort von Gott wirklich die Autorität ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir Fundamentalisten sind. Ich weiß, es ist nicht so ein schöner Begriff in der Öffentlichkeit. Aber was der Begriff aussagt, ist, wir haben das Fundament. Und auf dem Fundament bauen wir unser Leben. Und ich baue mein Leben auf einem Fundament, das hebt. Ich möchte nicht mein Leben bauen auf irgendwelche menschlichen Philosophien, auf irgendwelchen Management-Lehrbüchern und irgendwelchen guten Sachen. Aber das ist nicht das Gleiche als das Wort von Gott. Und das ist so wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Die Bibel, das Wort von Gott, das gesamte Wort von Gott ist von Gott inspiriert worden, ist uns gegeben worden als ein Maßstab, eine Richtschnur, ein Fundament, auf das wir unser Leben bauen können. Aber ich sage es so, wie ich es sage, wir müssen unser Leben darauf bauen. Also wenn ich jetzt die Bibel einfach so anschaue und denke, das ist schon noch cool, oder? Das ist das inspirierte Wort von Gott. Hey, siehst du, wie es sich bewegt? Dann wird es noch nicht allzu viel machen. Inspiration ist mal wichtig, weil das gibt mir eine Grundlage, um wirklich voller Selbstvertrauen mein Leben darauf zu bauen. Aber nach der Inspiration kommt Expiration. Inspiration heisst reinblasen, Expiration heisst ausschnaufen. Was will ich mit dem sagen? Der gleiche Geist, der die Autoren inspiriert hat, die Bibel zu schreiben, ist der Geist, der mich anbläst, wenn ich heute in dieser Bibel lese. Verstehst du? Das Wort ist lebendig. Und zwar, weil der Heilige Geist jedes einzelne Wort durchströmt. Verstehst du? Noch einmal, Heiliger Geist, ich lese die Bibel. Was macht die Bibel lebendig? Genau das. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das ist keine Strubelfrisur, das ist eine Heilige Geist-Frisur. Und die hast du hoffentlich am Morgen, wenn du aus deinem Haus rauskommst und dich der Heilige Geist abgeblasen hat, durch die Fersen durch. Was? Der Heilige Geist und das Wort von Gott sind ein unzertrennbares Paar. Und ich bringe jetzt ein Zitat, das ich schon mal gebracht habe in einer Message, aber weil es ein gutes Zitat ist, bringe ich es noch einmal. Und das Zitat ist von Todd White. Er hat das gesagt, als er vor einigen Jahren mal bei uns war. Und der Vers, der ist mir richtig eingefahren, weil ich habe die Aussage von Todd White nicht erwartet. Verstehst du mich richtig? Ich habe die Aussage von Todd White nicht erwartet. Warum? Der Todd White ist bekannt als einer, der voll im Heiligen Geist geht, oder? Vollgas. Und er inspiriert uns in dem Innen. Furchtlos, oder? Rausgehen, beten, hab den Besen. Und er hat Folgendes gesagt: Wir können es uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die für das Wirken des Heiligen Geistes geht, aber nicht gegründet ist im Wort Gottes. Und was ich dir jetzt sage, ich weiß, ist ein bisschen heikel, aber ich kenne ja den Hinterausgang. Weißt du, die Post-Truth-Zeit? Wir sind auch Teil davon. Und wir müssen nicht meinen, dass wir nicht geprägt sind vom Zeitgeist. Nur wenn wir in die Kirche kommen am Sonntag. Der Individualismus, der die Post-Truth-Zeit prägt, die kommt auch in unsere Mitte hinein. Was will ich mit dem sagen? Wenn du glaubst, dass deine persönliche Offenbarung mit dem Heiligen Geist über der Bibel steht, dann hast du dich geirrt. Deine persönliche Offenbarung, du und das, was dir der Heilige Geist sagt, wenn du draußen bist in der Natur und du spürst Sachen und du merkst und du tust, super, aber
Wenn du möchtest können unterscheiden, ob etwas Heilig Geist ist oder Zeitgeist ist, dann brauchst du einen Maßstab. ZG oder HG? Zeitgeist oder Heiliggeist? Das ist doch die grosse Frage. Wir haben so viele Themen in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir doch so, ich habe den Eindruck und eigentlich und Gottes Liebe und wir müssen doch, und ich denke mir amigs, alles gut, was du jetzt denkst, aber sag mir, wo im Wort von Gott verankerst du das, was du sagst? Gehen wir mit dem Zeitgeist? Oder sind wir eine Generation, wo Geistesunterscheidung wirklich, ich glaube, und das sage ich jetzt wirklich, wenn ich es so meine, ich glaube, wir brauchen Gaben der Geistesunterscheidung mehr denn je heutzutage. Der Maßstab ist das Wort von Gott. Das Wort ist ewig, das ist nicht vergangen. Weißt, ich habe immer wieder Leute, die mir sagen, ja, weißt, der Tempel oder der Vorhang ist zerrissen und ich habe doch Zugang zum Thron und ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und ja, die Bibel ist nice to have, aber du brauchst ja nicht mehr in der heutigen Zeit. Wir haben ja direkt, oder? Draht nach oben. Ja, haben wir. Aber die Wahrheit, gegründet auf dem ewigen Wort von Gott. Ich bin am 1. August bin ich am nationalen Gebetstag in Bruck. Und dort hat meine Frau die Schweizer Hymne gesungen. Sie hat dort richtig, sagen euch, die Schweizer Hymne hat eine Kraft, wenn du die noch singst, wenn du noch glaubst, was du singst. Hey. Hä? Ich denke mir, wenn da die Schweizer Nazi, die würde jedes Spiel, du leck, das würde nur noch rebeln. Hey. Hä? Nein, ich will jetzt hier nicht politisch werden, oder? Heute ist ja Wahlensonntag, oder? Ich bin auf jeden Fall dort runtergegangen und wir sind dort ein bisschen später gegangen, wir sind nicht den ganzen Tag dort gewesen, wir sind so auf einen Nachmittag gegangen, dann komme ich in das Schachen runter und dann sehe ich von Weitem, jemanden eine Fahne schwingen. Das hat so ausgesehen. Von Weitem habe ich gedacht, da schwenkt einer die Regenbogenfahne. Wir sind doch hier am nationalen Gebetstag. Okay, ich bin ein bisschen farbenblind, muss ich jetzt noch sagen. Aber ich sehe da die Farbe und denke mir, das ist doch der Pride Flag. Und dann schaue ich, das ist Susanne Bogemann, wo die Fahne schwingt. Kennt ihr Susanne Bogemann? Unsere Susanne Bogemann. Frau des Glaubens, sie schwingt. Komm mal rauf, Susanne. Ich komme in den Schachen runter, ich sehe Susanne mit dieser Fahne und denke mir, ist jetzt das die christliche LGB, was auch immer? Was schwingst du für eine Fahne, Susanne? Gell? Hä? Was ist das ist doch gut. Was ist das für eine Fahne gewesen? Ja, es hat wirklich mit Regenbogen zu tun. Aber hinter dem Regenbogen hat es ja auch eine ganz grosse Verheißung, oder, die Gott gegeben hat. Nie mehr gibt es so eine Flut auf dieser Erde. Aber darum ist es eigentlich an dem 1. August gar nicht gegangen. Und ich bringe jetzt euch einfach, du darfst dich mal geben. Ja. Du darfst mal wissen, wie das ist. Ich möchte euch einen Bibelspruch bringen und auch die Situation, die dort eigentlich war. Und der Bibelspruch aus Jesaja 62,10 heisst: Zieht durch die Tore, bereitet euch den Weg des Volkes, bahnt die Straße, reinigt sie von Steinen, erhebt ein Panier über die Völker, erhebt ein Banner über die Völker. Das haben wir gemacht. Wo wir dort gestanden sind, sind wir für junge Menschen dort gestanden. Weil die jungen Menschen haben hier gehört, die Älteren haben die Götzen nicht runtergerissen. Und ich habe mich sehr angesprochen gefühlt. Und die Jungen werden das machen. Und ich habe die Fahnen aufgetan und gesagt, ich stehe mit euch. Ich stehe mit euch, solange ich lebe. Und kann stehen und die Fahnen tragen. Das war es. Weißt du, das Verrückte. Jetzt musst du hören. Was mir wirklich eingefahren ist, eben, ich bin in den Schachen aber gesehen, die Fahne, und ist gerade eben Zeitgeist. Das ist ja die Fahne vom Regenbogen, oder? Dann frage ich Susanne und sie sagt, hey, die Fahne steht für Wahrheit. Oder die Fahnen haben alle Bedeutung. Und sie sagt mir, das ist die Fahne von der Wahrheit. Und mir ist das so eingefahren, weil das ist ein Moment war, wo sie für die Jungen gebetet haben, dass sie gefüllt werden mit dem Heiligen Geist und einen Hunger für das Wort von Gott
bekommen. Und sie haben dann die Wahrheit. Yes! Weißt du, Wahrheit ist nicht relativ. Aber der Teufel liebt es, die Sachen aus der Bibel so leicht zu korrumpieren. Und was heute mit der Regenbogenfahne verbunden wird, weißt du, welches Wort ist da? Pride. Die Fahne heißt offiziell Pride Flag. Stolzfahne. Weißt du was? Alles, wo du nicht nach Gott ausrichtest in der Anbetung, wird früher oder später so stolz. Und der Regenbogen steht als ein Zeichen von der Gnade Gottes über seine Schöpfung. Dass wir nur unsere Hände erheben und sagen, Gott, wir sind deine Geschöpfe. Und was der Mensch daraus macht, ist ein Zeichen von der Unabhängigkeit vom Menschen. Unabhängig von Gott. Und darum sage ich, Maßstab. Es ist wichtig, dass wir wissen, was hat Gott gesagt. In seinem Wort. Und dass wir nicht mit dem Zeitgeist mitgehen und das Gefühl haben, das ist jetzt alles irgendwo ein bisschen anders zu deuten. Expiration, schau. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass du etwa 25.000 Mal pro Tag einschnaufen und ausschnaufen. Du brauchst das, damit dein Körper Energie aufbaut. Gewisse Organe können nur mit Sauerstoff genug Energie aufbauen. Das Hirn zum Beispiel. Darum, wenn du zu wenig Sauerstoff im Blut hast, dann wirst du ein bisschen Plemm, oder? Wir sagen dem Hypoxämie. Das ist übrigens ein gutes Wort, wenn du erst mal auf ein Date gehst, oder? Du schaust tief in die Augen und sagst, hey, wenn ich dir in die Augen schaue, da kommt bei mir so eine Art Hypoxämie auf. Weißt du, so Atemnot, oder? Hypoxämie. Hey, das macht im Fall so interessant. Also kannst du auch machen, wenn du wieder mal mit deiner Frau gehst, noch einmal zu Nacht essen, weißt du, das macht dich dann so richtig an. Mal, der hat einen auf der Platte, der weiss, was Hypoxämie ist. Aber was ich mit dem sagen will, hey, lass uns nicht Christen sein, die unter Hypoxämie leiden, weil wir nicht einschnaufen, was der Heilige Geist uns aus seinem Wort möchte sagen. Und schau, der Sessel, der steht auf dieser Bühne und ich sage es immer wieder und du denkst, vielleicht ist es langsam langweilig. Ich kann mir es nicht erlauben, in meinen Alltag hineinzugehen, ohne im Wort von Gott zu lesen. Und schau, diesen Montag von dieser Woche wollte ich absagen für die Message. Weil ich habe seit etwa 3 Monaten recht einen starken Bandscheibenvorfall und seit etwa 3 Wochen wirklich akut. Und ich habe letzte Woche nicht mehr gewusst, liegen, hocken, stehen. Und weißt du, wie ich es gemerkt habe? Ich bin am Morgen auf, ich konnte im Fall nicht mehr auf meinen Sessel hocken. Es ist nicht mehr gegangen. Und ich mag mich noch erinnern, die ersten Morgen habe ich gedacht, hey, was mache ich jetzt da? Das ist mein Sessel, das ist meine Bibel, wenn ich nicht draufhocken kann, was läuft. Ich bin dann wie ein aufgescheuchtes Huhn durch meine Stube gelaufen, morgen um 6 Uhr. Und bis ich gemerkt habe, weißt du, was ich gemerkt habe? Die beste Position für meine Bandscheibe im Moment. Das ist genau die. Und das tut mir gut da hinten. Und seit etwa 3 Monaten ist das so, wie ich meinen Tag starte. Und ich habe gemerkt, Gott wird mir, glaube ich, etwas sagen mit dem. Ich glaube, er wird mein Gebetsleben revolutionieren, verstehst du? Aber dass ich auch verstehe, schau, die Umstände, die mögen mal auf, mal ab sein. Aber etwas bleibt, mein Wort. Und an dem Montagmorgen, wo ich eigentlich gedacht habe, komm, ich glaube, es hat keinen Wert, habe ich meine Bibel aufgeschlagen. Und gell, dort bläst mich der Heilige Geist auch an. Nein, das musst du ausprobieren. Und ich habe meine Bibel aufgemacht und ich habe gelesen, Philipper 4, 12 bis 13. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das wird genau von dem. Unsere Umstände sind nicht immer gleich. Aber das Wort von Gott steht in alle Ewigkeit. Und ich sage dir,
das gibt mir so Kraft, zu wissen, hey, das sind nicht einfach leere Worte. Das ist die Autorität Gottes in mein Leben hinein. Und auf das kann ich mein Leben bauen. Auch wenn es auf den Knien ist. Auch wenn es im Moment nicht so ist, dass es gerade, bin nicht dann gerade aufgejuckt. Aber ich vermag alles zu tun. Durch den Gott im Himmel. Und ich baue mein Leben auf seine Verheißungen. Und so wünsche ich mir, dass du das machst. Wir werden jetzt ein Lied hören. Das Lied heisst Word of God Speak. Und ich wünsche mir wirklich, dass über die nächsten paar Wochen, wo wir uns mit der Bibel werden auseinandersetzen, das Wort von Gott wieder ganz neu in dein Leben hineinredet. Lass uns die Serie nicht einfach so an uns vorbeiziehen, sondern ich glaube, es ist so fundamental wichtig, dass wir verstehen, Gott hat uns sein Wort gegeben, als ein Fundament für unser Leben. Lass uns das Wort wieder lebendig werden in uns, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Einschnaufen. Und das gibt uns die Energie. Selbst wenn der Körper nicht mehr so will. Die Energie von innen, die uns der Heilige Geist gibt. Word of God speak. Word of God speak. Es ist wirklich unser Wunsch mit dieser Serie, dass du kannst sagen, das Wort von Gott redet. Es redet in mein Leben. Es redet in meine Situationen. Es ermutigt mich. Es fordert mich raus. Es deckt auf. Es ist das, was Wahrheit macht. Es gibt Kraft. Ich wünsche mir, dass wir das erleben dürfen über die nächsten Tage. Dass wenn wir die Bibel einschnaufen und der Heilige Geist uns anbläst, dass wir erleben, wie wir gestärkt werden in unserem inneren Mensch. Unser äußerer Mensch mag schwach sein. Der innere Mensch. Durch die Kraft vom Heiligen Geist. Lass uns jetzt ein paar Momente Zeit nehmen. Wir haben dort beim Kreuz wir Bibelverse, die du kannst ziehen kannst. Und ich habe in der Vorbereitung folgenden Eindruck gehabt. Du ziehst einen Vers und möglicherweise ist er für dich der Vers. Dann nimm ihn für dich. Aber vielleicht ziehst du einen Vers und der Vers ist nicht für dich, sondern er ist für jemand anderes, der da drinnen ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch da, nimm den Vers und lass auf Gott. Und wenn du den Eindruck hast, dass du den Vers jemandem geben sollst, dann mach's. Du kannst nichts falsch machen. Ein Geschenk ist immer gut. Und es ist das Wort von Gott. Also die Kombination kann nicht in die Hose gehen. Aber lass uns das machen. Lass uns einander ermutigen auch mit dem Wort. Wir haben das Gebetsteam, das da ist, das gerne für dich betet, auch wenn das Thema Wahrheit, wenn das etwas ist, wo du merkst, das ist bei dir auch umkämpft, in deinem Leben, in deiner Beziehung, wo immer du stehst. Nimm das in Anspruch. Susanne wird Fahnen schwingen. Vielleicht hast du das noch nie so gesehen und du fragst dich, was das soll. Hey, lass es einfach auf dich wirken. Das ist einfach für mich ein Zeichen vom Heiligen Geist, der einfach präsent ist und er macht sein Ding. Verstehst du? Lass uns die Momente uns einfach nehmen. Du kannst am Platz bleiben, du kannst zum Kreuz kommen, du kannst rumlaufen, du kannst aufstehen. Lass uns einfach in diesem Heiligen Geist sein, in den nächsten paar Minuten. Wer schlägt den ersten Funken? Wer entzündet das Lauffeuer unseres Jubels? Der in uns alles zum Schwingen bringt, aus dem Freude herausbricht, weil nichts sonst genug ist. Herzschlag um Herzschlag pulsiert Wahrheit durch uns und überschwänglich rufen wir: Die Freude am Herrn, Gott des Himmels und der Erde, ist meine Stärke. Für immer bleibt im Angesicht des Schöpfers Freude, denn er ist der aus Dunkelheit Licht, aus Licht zigtausend Farben uns zum Jubel schenkt. Leben in Fülle, vom ersten bis zum letzten Atemzug, sagt er zu uns: Freut euch. Joy. Our God is
Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt kämpfen und auch ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakuk.